Und die Schönheit ist bei jeder Familie anders. Vielleicht hat eine Familie extrem die Gabe vor Gastfreundschaft. Andere haben ordentlich und können so Strukturen setzen, die wertvoll sind. Andere sind kreativ wie verrückt. Und einfach die Schönheit von jeder Familie zu sehen und zu wissen, Gott hat uns berufen für das, für andere Segen zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das nicht vergleicht. In unseren Live-Net-Talks ist ja der Kuno, der Matthias Kuhn, regelmässig immer wieder Gast gewesen, in den letzten paar Jahren sowieso, weil sie haben ein Gemeindegründungsprojekt gemacht und immer noch dran sind, in Zollikofen. Ganz von der Peak auf, könnte man sagen, neu gestartet sind dort hier. Und jetzt dran sind mit der Connect Zollikofen. Wir haben das nahe begleitet, im Thema vor allem auch Jüngerschaft wieder, aber auch andere Aspekte. Und Kuno, heute ist wieder einmal sozusagen dran, dass wir das Fenster auftun zu dieser Thematik Jüngerschaft. Also herzlich willkommen wieder einmal bei uns. Danke vielmals. Und du hast deine Tochter heute mitgenommen, oder sie hat fast ein bisschen dich eingeladen. Ja, genau. Es ist natürlich sehr ebenbürtig, weil es ist ein Projekt, das vor allem Dorin eben stark prägt. Nicht mehr Kuhn, sondern Dorin Neumann. Sie ist geheiratet mit dem Piet, 2 Kinder und lebt auch in der Region Bern. Und Dorin hat das Thema vor allem auch von Jüngerschaft in der Familie ausleben und was könnte das heissen. Also darauf wollen wir heute herzoomen. Aber zuerst so ein bisschen, komme ich von dir her, Kuno, oder seit Jahren weiss man das ist dein Herzensthema, hast auch das Buch geschrieben, Jüngerschaft, wo wir vielleicht auch noch ein paar Mal etwas daraus werden zitieren. Was ist gerade bei diesem Stichwort jetzt Jaffe, heisst es ja, das, was dich begeistert? Also mich begeistert zu sehen, dass das, was jetzt da entsteht, das ist über Jahre eigentlich entstanden. Das ist ein Produkt, das wir haben versucht, mit Freunden zusammen Jüngerschaft in der Familie zu leben. Wir haben viel über das geredet, haben ein paar auf den Deckel bekommen, auch medial oder wie auch immer. Und manchmal habe ich gedacht, ach komm, ich mag gar nicht mehr über das reden. Es ist irgendwie so emotional. Ganz viele fühlen sich auch angegriffen. Jüngerschaft in der Familie, was will jetzt der noch? Und ja, wenn ich hätte und könnte, und Vergleichsstress und all das Zeug. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, weiss ich noch, habe ich unter Tränen das Kapitel geschrieben. Ich habe mich echt zuerst geweigert und gesagt, ich mache es nicht. Ich rede nicht mehr darüber, weil die ganze Familienmultiplikation, oder wie man es lebt und einander anreizen kann, eben löst so viel aus. Und darum habe ich mich eigentlich innerlich zuerst verweigert. Und dann habe ich gemerkt, schlussendlich beim Schreiben, es sind wirklich Tränen gekommen. Ich weiss noch, das war in einem Häuschen. Und habe gemerkt, in dem Innen, eigentlich ist das das Filetstück der ganzen Jüngerschaft oder Kirchenentwicklung, wenn es in der Familie gelebt werden kann. Und darum haben wir wieder angefangen zu reden. Und ich mega Freude habe jetzt, dass das Jaffe eigentlich ein Multiplikationstool wird von dem. Genau. Wo einfach, also hier, das ist mir schon dann so eingefahren, weil auch gerade die Väter ganz spezifisch auch herausgefordert sind. Oder? Das eine Weekend, wo der hat gesagt, macht mal stille Zeit, oder? Mit eurem Kind zusammen und geht einfach mal in das Leben vor Gott, vor dem Vater und dir zusammen. Und dann sind sie komplett überfordert gewesen, oder? Und auch die Schock darüber zu spüren, oder? Genau. Ja. Und jetzt geht es genau um das. Eben Jaffe will wirklich Jüngerschaft wieder zum Thema machen als Familie, dass man das ergreift, dass man das nicht den Kirche irgendwo auslagert und die sollen dann schauen. Und das ist auch in dem Fall, sonst würdest du es nicht leiten, Dorin, das ist auch ganz stark euer Herzschlag von deinem Mann und dir. Ja, sehr. Also ich brenne mega für das. Ich finde, es macht einfach am meisten Sinn, weil die Familie ist so wie das Kernstück. Dort passiert eigentlich die Gemeinde und man kann so viel weitergeben. Ich finde, es gibt keinen besseren Ort für den Glauben praktisch zu leben. Und die Kinder sehen einem. Sie sehen einem am Morgen früh, am Abend, wenn man traurig ist, wenn es ihm gut geht. Und einfach so Leben und Lehre zu verbinden in der Familie, das Beste. Wir müssen vielleicht noch schnell ein bisschen ausholen, was der Jaffe als Begriff genau bedeutet und warum ihr den gesetzt habt. Ja, Jaffe heisst auf Hebräisch schön. Und wir glauben, dass es mega passt, weil Gott hat in jede Familie etwas Schönes gelegt. Und die Schönheit ist bei jeder Familie anders. Vielleicht hat eine Familie extrem die Gabe vor Gastfreundschaft. Andere haben ordentlich und können so Strukturen setzen, die wertvoll sind. Andere sind
kreativ wie verrückt. Und einfach die Schönheit von jeder Familie zu sehen und zu wissen, Gott hat uns berufen für das, für andere Segen zu sein, für sich selber auch können aufzublühen. Und dem ist es so wichtig, dass man das nicht vergleicht. Weil wir alle genau gleich wären und die gleiche Schönheit hätten, das wäre so langweilig. Ich glaube, das ist ein mega Schlüssel. Dass man echt das, was Gott einem geschenkt hat als Familie, dass man das sieht und schätzt und dann das Gefühl hat, ich will jetzt so wie die anderen, das ist doch viel cooler. Jede Familie hat sein Schönes. Ja. Ja, ich habe mich natürlich jetzt im Vorfeld ein bisschen reindenken, so ein bisschen das Leiterhandbuch angeschaut. Und dort hier hat mir zum Beispiel auch super gedacht, dass ihr ganz klar macht von Anfang an, es ist nicht einfach wieder so ein Programm mehr, es soll wirklich natürlich sich einfügen in den Alltag, also verflochten sein in den Alltag, oder? Ja, unbedingt. Das macht am meisten Sinn. Ja. Wo dort leben wir und dort sehen uns die Kinder. Ja. Hey, super. Und rein praktisch gesehen, wie läuft das nachher ab? Weißt, da sind Gruppen von ein paar Familien oder so, die dann zusammen sich auf einen Weg machen, so in diesem Stil? Genau, es ist wie ein Leiter-Ehepaar, das von uns her gecoacht wird. Und nachher nehmen die in ihrer Gemeinde ein paar Families um sich nehmen. Es müssen gar nicht viel sein, manchmal ist es fast gäbiger, wenn es nur so 3, 4 sind. Und dann treffen sich die in einem regelmäßigen Rhythmus. Es sind 12 Einheiten. Und wir machen es zum Beispiel so, dass man sich einfach am Abend trifft, einmal im Monat. Man kann es aber auch regelmässiger machen oder weniger regelmässig. Und dann hat man Videos, die man im Vorfeld schauen kann. Die Videos sind aufgebaut mit einem kurzen Input und dann noch ein Interview von einer Familie. Und es geht immer um ein anderes Thema und dann hat man Fragen dazu, die man schon daheim kann, zusammen als Ehepaar besprechen kann. Wie handhaben wir das? Was wären vielleicht Ziele, die wir wollen, uns vornehmen? Und dann kommt man die Gruppe zusammen und tauscht aus. Die Gruppe ist wirklich zum Austauschen da, zum einander ermutigen, anregen. Und dann setzt man jedes Mal auch Sachen um. Also es sind immer am Schluss 2 Fragen, die ich cool finde. Was hat Gott geredet am Abend? Oder vielleicht auch schon im Vorfeld beim Film schauen und diskutieren. Und wie setze ich das konkret um? Und das Konkret ist mega wichtig. Für dass man es wirklich macht. Und am nächsten Abend fragt man nachher, hey, wie ist es gegangen? Habt ihr es umsetzen? Und wenn nicht, warum nicht? Und was würde helfen? Und ich glaube, so hat man mega das Potenzial zum Wachsen, zum Sachen ausprobieren. Und manchmal können wir zusammen als Gruppe sagen, das war gar nichts. Und dann sagen wir, ja komm, probier es nochmal. Oder nimm dir etwas anderes vor, das ist cool. So, ja. Genau. Auch gleiche Leichtigkeit drin zu behalten und auch über sich selber können manchmal zu lachen. Und das muss ja schon die Haltung sein. Und gleich einander challengen natürlich gehört auch dazu. Unbedingt. Ja. Hey, super. Und noch schnell für dort noch ein bisschen die Verknüpfung zu machen, wo das vielleicht bei dir schon hat Wurzeln geschlagen, könnte ich mir vorstellen, ist ja bei vielen Sachen im Leben so, weil man selber mal vielleicht gut erlebt hat schon, oder man die Bedeutung von dem hat können irgendwann erkennen. Wie war das bei euch denn gewesen? Oder? Wenn jetzt da Vater, Tochter hier hocken, können wir noch ein bisschen ein paar Jahre zurückblenden. Wie hast du es erlebt? Oder Kuno, der gerade von sich aus kann reden kann. Aber hören wir noch schnell bei Doreen zuerst. Ja, ich habe das extrem geschätzt. Ich gewusst, meine Eltern, also meine Mutter ist jetzt nicht da, aber sie gehört genau gleich dazu. Meine Eltern haben den Glauben einfach gelebt. Es war wirklich keine Frage, ob das etwas ist, was man einfach am Sonntagmorgen macht, sondern es war ihr Leben. Es war im Alltag, überall. Wenn wir uns wehgetan haben, hat man gebetet. Wenn wir sie heimkamen von der Schule und etwas uns beschäftigt, hat die Mutter viel gesagt, komm, wir sagen, es geht Jesus. Es ist nicht so künstlich, sondern ich wusste, das ist ihr Herz. Das ist total authentisch. Und so viele Sachen haben mich geprägt. Wahnsinnig geprägt, also wirklich gut. Zum Beispiel, ich weiss noch so gut, ehrlich, jeden Morgen, wenn ich aus dem Zimmer bekam, bist du am Bibellesen gewesen. Und das ist für mich, es hat mir so eine Sicherheit gegeben. Ich so, mein Daddy nimmt sich Zeit mit Jesus. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt heute auch mache. Jeden Morgen will ich als Erstes ins Wort und mich füllen. Und ich glaube, weil ich das immer wieder gesehen habe, hat es mich so versprägt, weil ich habe die Vorteile gesehen. Und jetzt mache ich das auch. Oder er ist natürlich super in Geschichten erzählen. Das ist ja kein Wunder. Aber ja, einfach auch der Vers aus dem 5. Mose 6. Wir sollen unseren Kindern das Wort weitergeben. Daheim, unterwegs, am Morgen, am Abend. Das hast du so gelebt. Und wir haben
immer und überall die Geschichten gehört. Und das hat sich so in mein Herz einfach verwurzeln. Und ich habe auch eine Leidenschaft bekommen für das. Und ich liebe es, meinen Kindern jetzt Geschichten zu erzählen. Ja. Oder was vielleicht die andere Seite ist, wo jetzt einige, die hier zuschauen und zuhören, so denken, oh, das hat ja etwas Entlarvendes vielleicht oder etwas Schonungsloses, oder? Und das hat ja Familie so oder so. Also, oder? Also wie kongruent ist das eben? Oder? Da weiss ich auch nicht, Kuno, wie du das beobachtet hast. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen der Schmerz oder das darüber rennen, oder? Wenn ich jetzt das so konfrontiere. Ja, weil es gibt ja kaum ein emotionaleres Thema als Familie. Also ich merke, wenn man über Familie redet, oder, da steht ja etwas auf in uns. Und so. Wir wollen ja das Beste für unser Kind. Und das müssen wir aber auch ein bisschen schützen, weil wir haben ja in dem Innen merken wir ja, nein, wir sind nicht die Besten. Weil immer wieder Sachen passieren, wo wir uns eigentlich anders wünschen. Aber wir bleiben eben die Besten, weil wir die einzigen Eltern sind für unser Kind. Von dem her sind wir konkurrenzlos und eigentlich einen permanenten Konkurrenzkampf. Und ich habe einfach gemerkt, wir wollen das Leben mit Jesus, das ist ja Jüngerschaft eben überall, zu jeder Zeit, mit unseren Kindern. Ich meine, das sind die, mit denen wir nicht Termine abmachen. Die sind morgen um 12:30, ja, manchmal eben viel zu früh oder 12:30, was auch immer. Ich denke, okay, euch haben wir jetzt noch nicht bestellt. Aber jetzt, sie sind da, jetzt sind Teil von unserem Leben und dürfen reinschauen. Wir sind ein Brief, den sie lesen sollen. Und da haben sie auch Sachen gelesen, wo sie gemerkt haben, mit dem wird verrückt. Der kann auf den Tisch schlagen, der regt sich auf über Sachen, das haben sie ja auch miterlebt. Und auch dort sagen, hey, was für eine coole Chance ist, auch eine Familienkultur zu bekommen, wo man einander auch sagen kann, es tut mir leid, hey, Dorin, hast verkackt, das tut mir wirklich leid, das hätte ich nie so sollen, ich hätte nie so anfahren oder was auch immer. Oder umgekehrt, eine Kultur zu finden, wo einfach Jesus im Mittelpunkt sein kann. Dann müssen wir ja gar nicht perfekt sein, weil er ist es ja. So. Und in dem Sinne zu leben. Und ich glaube, was mir wichtig ist, wo ich gemerkt habe, wo mein Dienst immer mehr gegen aussen ist gegangen, auch schon als junger Mann, habe ich gemerkt, hey, das habe ich mal ein Commitment gemacht mit euch und gesagt, und wenn ihr mal mehr auf einer Bühne oben seht, und das ist nicht gleich wie der am Morgen am Küchentisch, dann holt mich runter. So, ich will das Leben, wo wir nicht mehr sein als wir sind, aber das wollen wir leidenschaftlich leben. Und so haben wir versucht, miteinander unterwegs zu sein. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Ihr braucht ja das Bild vom Familienboot, oder? Und so, was es angeht, also das wäre im Bereich, es ist so in, ab, out, das Dreieck, oder? Also du hast einen Teil, wo wirklich so die innerfamiliären Beziehungen pflegen und zu denen schauen. Das würde jetzt dort hier wahrscheinlich reinpassen, oder? Auch stark. Also was haben wir für Werte, was haben wir für Leidenschaften. Ja, was er jetzt vorhin gebracht hat, oder? Und da geht es eben jetzt alt werden, wo sind wir irgendwo in der Welt in einem Auftrag und so weiter. Also es hat diverses so. Was kannst du vielleicht auch noch ein bisschen Einblick geben? Weißt du, auch wieder mit diesen Sachen ganz konkret arbeiten? Ja, jetzt bei Jaffe. Ja, wir haben die Einheit aber wie aufteilt in das Ab, das ist so ein Dreieck, Ab und dann In und Out, wo wir glauben, es braucht alle drei Bereiche mega fest. Es ist wie nicht gesungen, wenn man immer nur in der Familie schaut, dass wir, unsere Werte und so, dass das stimmt, sondern wir müssen unbedingt auch schauen, wie leben wir Beziehung mit Jesus und dann auch, wie leben wir Beziehung zu Jesus gegen aussen. Was hat das für einen Einfluss auf unser Umfeld, auf unsere Freunde und Bekannte? Ja, und das finde ich mega spannend. Ich habe zu merken, die Stärken, die die Familien haben, merkst du in allen Bereichen. Jetzt jemand, der mega kreativ ist, die haben meistens so eine kreative Zeit mit Gott. Die haben eine krasse Familienkultur, was sie alles zusammen erleben. Und die gehen auch ganz anders damit um, wie sie eben ihren Freunden begegnen, die Jesus noch nicht kennen.
Das finde ich interessant, das so zu merken. Jedes ist wie anders. Eben die Familienboote, die wir davor reden, Teile sind vielleicht eher ein Kajak, andere eine Fähre oder eine Luxusjacht. Und alles ist wie gut, aber es ist nicht jedes gemacht für das gleiche Gewässer, für den gleichen Zweck. Ja. Also ich habe so ein bisschen, für mich gedacht, ja, es ist wie wenn ich als CEO bei LiveNet mir überlegt, ein Leitbild sozusagen zu definieren, oder? Was sind unsere Werte? Und bei diesem Prozess sind wir jetzt gerade ein bisschen durch. Was ist wichtig? Wie wollen wir überhaupt agieren, sozusagen? Kannst du das als Familie fast ein bisschen nebeneinander haben, oder? Geht auch in diese Richtung? Ja, mega. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bewusst ist, was man will und auf was man setzt. Und dann sagt man auch Nein zu anderen Sachen. Weil mega wichtig ist, dass zum Beispiel, dass die Kinder super sind. Dass sie nach dem Essen die Finger putzen, das Gesicht putzen. So. Dann legt man dort Wert drauf. Und dann sagt man das x-mal am Tag. Aber dann hat man auch vielleicht nicht Kapazität noch für ganz viele andere Sachen. Also echt, dass du wie weisst, für das gehen wir. Das ist echt ein mega Alltagsbeispiel. Und andere Sachen sind halt ein bisschen weniger wichtig. Ja. Absolut. Ja, und wenn wir noch ein bisschen bei dem bleiben, mit dem eben in und out, das gesehen und jetzt ab, für es noch geschwind noch einmal ein bisschen zu skizzieren, das ist wirklich das, was eben Beziehung zu Gott, zum Vater direkt so, oder das? Ja, und dort finde ich es mega cool. Bei Jaffe geht es geht so stufenweise. Eine Einheit ist, wie lebst du selber Beziehung zu Gott? Wo ich glaube, das ist wieder der Anfang. Man kann wie nicht den Kindern etwas weitergeben, was man selber gar nicht lebt. Die merken das sofort. Ja. Die spüren das sofort, wie etwas vorgespielt ist. Und nachher, als zweiter Schritt, wie lebt man es als Ehepaar? Und ich glaube, es hat so eine Kraft. Wenn Ehepaare zusammen beten und zusammen für ihre Kinder einstehen. Und dann, wie lebt man es als Familie? Und aus dem heraus kommt es. Ja. Ich weiss zum Beispiel noch so gut als Kind, dass ich eigentlich jeden Abend, bevor ihr ins Bett seid, sind ihr zu uns beten, ans Bett. Und meistens haben wir geschlafen. Manchmal habe ich eben nicht geschlafen, aber so da, als würde ich. Und ich habe es geliebt. Und sie haben uns echt gesegnet. Die beten schon für unsere Ehemänner und Ehefrauen, für Gunst bei den Lehrpersonen, für unsere Lehrstellen, echt für jenes Zeugs. Und ich weiss noch, ich habe gespürt, das hat mega Kraft, weil sie als Ehepaar das machen. Und ich glaube, das unterschätzen wir häufig, was das eigentlich auslöst. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst, dass du aber nicht geschlafen hast. Ja. Ja. Manchmal, gell? Ja, klar. Ja, super. Und auch einfach, da kann ich vielleicht noch wieder ein bisschen zu dir über schauen, Kuno, bei diesem Thema. Ja, wie findet man dort auch so ein bisschen die Balance? Da wird wahrscheinlich Austausch in diesen Gruppen. Sind wir jetzt dort nur noch eben auf uns fokussiert, für es noch einfach perfekter herzubekommen, so dass oder alles schön strukturiert und schön läuft. Oder man kann sich aber auch zu hart in die Mission verschenken und dann dort hier vielleicht alles andere vernachlässigen. Nicht so einfach. He? Genau, darum tut es mir mega gut, dass Jaffe das Dreieck, das bekannte Dreieck ja nimmt. Weil ich glaube, es zeichnet auch das ab, wo wir müssen eine Balance finden in Beziehung zu Gott. Es gibt Leute, die leben nur noch in Beziehung zu Gott und vergessen, dass sie noch einen Nachbar haben, der nicht gerettet ist. Es gibt Leute, die so leidenschaftlich für einen Nachbar gehen und vergessen, dass sie noch einen Ehepartner haben, der auch Zeit mit ihnen und so weiter. Und zu lernen, die drei Bereiche wirklich ausgewogen als Person, als Ehepaar, als Familie zu leben und einander anzureizen dazu. Das finde ich mega ein Schlüssel, damit es wirklich gesund wird. Und ich glaube, auch Kirchen müssen die drei Ebenen sehr beachten, dass wir ab, in, out, so dass es wie in eine gesunde Balance kommt und nicht so Einseitigkeit ist. Und das finde ich mega schön, dass man das immer wieder nimmt. Das ist ein einfaches Bild, das ist simpel, das ist andere schon erfunden oder schon lange erfunden. Und das ist erfunden, das hat Gott erfunden. Lieb die Nächsten wie dich selber, aber lieb Gott und so weiter. All die, weißt du, die Geschichten. Und darum tue ich es mir mega basiert auf diesem Dreieck eine total gute Geschichte, die wirklich nachhaltig Frucht bringt. Das glaube ich. Und jetzt, woher gehen eure Träume und Visionen mit diesem Jaffe, Dorin? Weißt du, kann man das jetzt gross sozusagen deutschsprachigen Raum oder einfach in der Schweiz, was träumt ihr so? Weißt du, wie das multipliziert werden könnte? Ja, im Moment sind die Videos noch auf Schweizerdeutsch. Von dem her ist im Moment noch für die Schweiz gedacht, was sich einfach interessiert, die Gemeinden können melden.
Und das dann, sie werden gecoacht von uns und dann können sie das in ihrer Gemeinde multiplizieren. Und ich träume echt davon, dass Familien gestärkt werden und ihre Berufung finden und das dann weitergeht. Noch neue Gruppen auch. Und einfach die Familie, auch das Kind von den Erwachsenen, das wieder durchführen, wenn sie grösser sind. Ja, und ich glaube, wir träumen schon davon, dass es auch Deutschsprachige wird erreichen. Das müssen wir eben dann noch übersetzen. Aber wir haben da ein paar Pläne. Das ist gut, sehr gut. Ja, genau. Also so lange ist ja das noch nicht am Laufen. Nein. Das ist wirklich etwas, wo jetzt so mehr und mehr am Aufbauen seid. Und ja, wo glaube ich, ja, also mir spricht es auch an. Ich weiss, dass ich dort hier noch sehr viel Luft habe. Im Leitbild bei LiveNet bin ich manchmal klarer als mit daheim. Also ich bin auch einer von denen, der das voll tüpft, wenn ich das selber lese. Und ja, wäre definitiv etwas zum Anschauen. Vielleicht noch so ganz konkret gefragt, für ein Müsterli aus einer Gruppe, die du erlebt hast, haben wir nicht abgesprochen, kommt jetzt ein bisschen. Aber ey, wo du merkst, wow, durch so eine Jaffe-Gruppe ist wirklich jemand durchgebrochen bei einem Thema oder einfach vielleicht noch eine Geschichte aus dem Alltag, die dir gerade einfällt. Ja, ich habe gerade etwas. Bei einer Gruppe, die wir gestartet haben, haben sie gesagt, hey, wir müssen mega anlegen, unser Bub, der betet nicht. Wir tun zwar, und er ist wieder dabei, aber er betet von selber nicht und wir wissen wie nicht, was liegt. Und wir haben einfach immer wieder für das gebetet. Also der Pete und ich als Leiter-Ehepaar und sie als Eltern natürlich auch. Wir sind echt dranbleiben. Und jetzt einmal sind sie gekommen und gesagt, wisst ihr was, er hat das erste Mal von sich aus gebetet. Und ja, einfach das zusammen, an etwas dranbleiben, zusammen für das einstehen, für unsere Kinder beten. Ja, oder auch Familien, die anfangen, mit ihren Kindern auf Gott zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören. Ich merke das auch bei mir selber. Wir haben uns auch mal das Ziel gesetzt, beim einen Abend haben wir mehr mit unseren Kindern den Heiligen Geist fragen über Sachen, weil das haben wir bei uns daheim immer gemacht. Und manchmal, weil jetzt unsere Kinder noch klein sind, denke ich manchmal, ach komm, ja, ich weiss nicht. Und einfach sie gleich mit einzubeziehen. Weil es gibt so wie die 4 Schritte von der Jüngerschaft, zuerst sich zuschauen, dass sie es sehen und nachher eben miteinander machen. Und nachher, dass sie mithelfen dürfen, dass sie wie eine Teilverantwortung übernehmen. Am Schluss machen sie es selber. Darum, irgendwann musst du anfangen. Und sich dann beim Schuhkaufen zu fragen, komm, los, hast du das Gefühl, dass du Frieden über diesen Schuhen? Was sagt der Heilige Geist dir? Was sagt Jesus? Ja, er sagt, ja, wir können sie kaufen. Ja, so kleine Sachen, die ich gemerkt habe, weil ich mir es vorgenommen habe, an diesem Abend, wo ich mir Post-its geschrieben habe, kommt es mir im Alltag näher in den Sinn. Und jetzt ist es wie viel natürlicher. Ja. Super. Hey, merci vielmals, Dorin, für das Teilen von eurer Vision, eurem Herz für das Jaffe und natürlich auch den entsprechenden Link, wo man euch dann findet oder wenn man sich dort hier jetzt wirklich weiter vertiefen zu euch kann kommen. Und interessiert ja auch, also jetzt das Video gesehen, ich kann auch gerne nochmal den Hinweis machen auf das Buch Jüngerschaft, wo eben auch ein paar Sachen dort hier vertieft werden vom Kuno. Ein paar Jahre jetzt schon her, glaube ich, mit Corona-Zeit, gell, hast du das geschrieben? Vorher. Oder vorher? Ja, genau. Genau, aber immer noch sehr aktuell und kann ich auch sehr ans Herz legen. Danke vielmals für euer Interesse, auch bei diesem heutigen Talk reinzuschauen und dass ihr euch auch ein bisschen challengen vielleicht. Wo ist denn hier mein nächster Schritt dran? Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.